Zweite im Finale, im Dreierfinale. Wolf Lukas Vollweiser. Ja, krass, dass ich im Finale bin. Eigentlich komme ich sogar nie über die Vorrunde hinaus und das ist dann jetzt mal irgendwie cool. Ja, der Text hat keinen Titel, ist egal. Ich schreibe einen Text und dann lösche ich ihn wieder. Ich schreibe wieder einen Text und auch den lösche ich wieder und die Tastatur nervt mich. Ich bin gelangweilt. Die Zigarettenüberblätter stapeln sich zu einem beachtlichen Turm. Ich stupse den Turm aus Filtern, Tabakresten leicht an. Überraschenderweise fällt er, wer hätte das nur gedacht. Erinnert ein wenig an den Turm von Babel. Immerhin sind beide gefallen. Der Turm aus Zigarettenstummeln und der Turm zu Babel. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich die Zigarettenstummel eigentlich so hoch stapeln konnte. Muss wohl doch ein Wunderkind sein, ich habe schon immer gewusst. Mein Fernseher geht an, pünktlich zu den Nachrichten, ein Hoch auf die moderne Technik, jetzt verpasse ich nie wieder die Nachrichten. Endlich kann ich Gemetzel, Mord und Korruption im Fernsehen sehen. Müssten Nachrichten nicht je nach Brisanz einen Altersnachweis erfragen oder erst zwischen 22 und 6 Uhr laufen? Ich meine, ist ja mit Filmen, die Gewalthandlungen haben, genauso gehalten. Der Unterschied zwischen einem Actionfilm und den Nachrichten liegt aber auch meist darin, dass Nachrichten depressiv machen. Ich wurde noch nie von einem Actionfilm dazu angehalten, über das Elend in der Welt und meinen Beitrag daran nachzudenken. Ich will ein neues Nachrichtenformat, ein Happy News, wo die dann sagen, alle Stars, die sie lieben, bauen immer wieder die gleiche Scheiße, sie sind zufrieden mit denen, die Menschen, die sie lieben, leben alle noch und heute ist nichts passiert. Gehen Sie schlafen, gute Nacht. Die Nachrichten sind vorbei. Ich habe sie nicht gesehen. Ich war mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt, mit meinen eigenen Nachrichten. Vielleicht besser so. Ich schreibe wieder einen Text, ich lösche ihn wieder. Hätte doch die Nachrichten sehen sollen. Da gibt es immer so gute Ideen für Texte. Die sind meist depressiv, aber dafür auch nicht gut. Die Menschen scheinen auf depressive Sachen aber zu stehen. Oder warum hat das depressive Comedy-Programm von Nico Semsrott nach 3 Tagen schon 15.000 Aufrufe? Vielleicht, weil glückliche Menschen einfach nicht interessant sind.